habe die Ehre, Evans, der Birger. Der Schultag ist noch die ersten 2 Stunden nicht vorbei. Leider. Und darum heißt es Zeit How to Schui. Teil 2. Nachdem der Hans Maulwurf als Fernsehkastel einwagelt und der technisch versierte Schüler in der Klasse 2 Stunden versucht, den 40-jährigen Scheißkasten zum Laufen zu bringen, weil wir allweil mal nichts zum Singen ist, außer... Erlöst uns Gott sei Dank der Vietnam-Flashback Todesgang. Und es geht weiter in Phase 1. Große Pause! Endlich legal mit deinem Spezi-Schmatzen und Blödsinn rein. Während alle ausrasen, stellst aber du erst einmal fest, dass das Mann wieder mal bloß das fotzengrobe Bio-Dinkelsee mit rum mit veganer Hirnwurst von vorletzter Woche gebackelt hat. Drum wird erst einmal die arme Sau, die das Albi abkriegt, bedroht. Gib mir dein Schinken-Sandwich, du Kackfrisur! Und ich glaub, du kriegst einmal sauber die Treppen da geschubst! Gut, hätten wir das auch geregelt. Ausseh im Pausenhof. Während du genüsslich das moralisch fragwürdige, aber dennoch kostenlose Schinkensandwich einbaust, schwenkt der Blick so langsam über den Hof. Im hintersten Eck stehen die Coolen, die gar nicht so cool sind. Sie wissen's bloß noch nicht. Und verstecken sie beim Rauchen. Auf der anderen Seite fahren sie ein äußerst unauffälliger Jubelmob um einen Hansi und einen Franzl, die ausschlägern, wer jetzt Franziskar als erstes fragen darf, ob es mit ihm gehen mag. Möchtest du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Mit einem von euch 2 Spackos sowieso nicht. Was sie nicht wissen, Franziskar sitzt im anderen hintersten Eck auf dem Schoß vom Schoß und schmust mit dem schon seit es zur Pause gelitten hat. Wie jeden Tag sitzt eine kleine Gruppe Supernerds zusammen und tauscht Pokémon, Magic und Yu-Gi-Oh! Karten. Alle 3 Minuten schallt darum auch übermotiviert Zeit für ein Duell über den Hof. Die Schallerei mischt sich ja sofort mit der ohrenbetäubenden Tänzerei des Todes vom kleinen Klausi aus der 2. Klasse. Seinerseits Grobmotoriker aus Leidenschaft. Der beim Fangstespulen wieder mal über seine eigene Haxen fällt und mit der Guschen am Kopfstopfpflaster bremst. Die Mädels sind aber schon in frühen Jahren selbstbereit und unterbrechen eine Gummihupf-Session natürlich. Seite, Seite, Mitte, Breite, Seite, Seite, Mitte, oh Gott, warum weiß ich sowas? Damit am Klausi aufhelfen und seine blutige, zahnlose Futzen zu irgendeinem Lehrer tragen. Und alles, was du denkst, ist, oh Mann, hat's dir gut, der vorm von. Ja, aber jetzt mal ehrlich, so hat der Pausenhof zu meiner Zeit ausgeschaut. Was tut man heutzutage in der Pause? Macht man sowas noch? Oder steckt jeder sein Gichtfutzen in sein Deppalfon und schmatzt man miteinander? Oder Fortnite-Dance-Battles? Oder ziehen sie sich alle als Mädel so? Verwundern da mir nichts mehr. Lasst mir in die Kommentare wissen, wie euer Pausenhof ausschaut oder ausgeschaut hat. Der Flashback Todesgang beendet unsere Pause. Und weiter geht's in Phase 2. Doppelstunde Sport. Der nächste Flashback, der ist nicht weit. Hast du gewusst, dass man Beutel riechen kann? Nein? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schmeck den Lederbrog, über den wahrscheinlich der Adi und seine Spätzinomi sind und die total der Hauden, der sorgten Bohnenmatten bis daher. Geschmackig. Aber heute ist nichts Turnhalle, Hallenbad und Schwimmer ist so gesagt. Eigentlich kreist die auch so ein bisschen, weil die Franziskar sieht man auch nicht jeden Tag im Badeanzug oder Bikini. Aber blöderweise hat das gesamte weibliche Geschlecht zum 3. Mal den Monat ihre Tage und sitzen ohne Ausnahme auf der Bank draußen und grinsen sie deppert eins. Stattdessen rennt der eine, dem alles wurscht ist, schon mit dem nockerten Zipfel in der Umkleide umeinander. Da hast du noch nicht einmal der Turnsackel ins Eck hintergeteifelt. Geil! Denkst du, aber hilft halt nicht. Du ziehst das durch, ein bisschen Ringel auftauchen, ein bisschen hin und her schwimmen, zwei Rückwärtssaltos vom Startblock, taugt schon, um die Franziskar mal absolut gar nicht zu beeindrucken. Aber für Sepp fährt der Abzeichen auf der Bodybook, da gelangen sie überall hin. Und besser wie Mathe ist alles. Und dann fällt der Eps ein. Oh fuck! Mathe ausplanscht und ab in Phase 3. Mathe-Milf. Deine Haare sind aber noch träg nass, weil Föhnen ist was für Muschimopeds. Und eigentlich hätte der Tag so schön aufhören können, aber nein, da stackselt's einer. Mathe-Milf. Klickety-klackety steppt's vorbei in ihren High Heels, das Rickerl so kurz, dass eigentlich bei jedem Schritt der Straps ausblitzen müsstet. Kenne ich persönlich leider bloß vom Hörensagen und Wunschdenken. Zu meiner Zeit haben Lehrerinnen immer so oder halt so ausgeschaut. Aber egal. Am jeden schaltet sofort das Hirn aus. Sämtliche Morgenlatten feiern ein kleines Comeback und der frühpubertäre Säufer trippt sauber ans T-Shirt gar nicht. In deiner grenzenlosen Weisheit überlegst, ob du einen spontanen Blinddarmdurchbruch vordeist, damit du aufs Scheißhaus für einen spontaner Speedfab kommst. Aber du weißt, was die Antwort auf deine Frage Frau Muckenschnabel, kann ich aufs Klo gehen? Ist. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Tja, und all of a sudden reißt die folgende Satz aus deiner halbsteifen Dramerei. So, Kinder! Heftel und Bücher weg! Sichtschutz aufstehen! Und alles, was du denkst, ist oh, fuck! Hätte ich in der Pause bloß mit meiner Goschen auf den Kopfstopfpflaster bremst.
Ich hoffe, der eine oder andere hat den gleichen Flashback wie ich und schmunzelt zur guten alten Zeit ein wenig. Falls ja, smash den Like-Button und lass ein Abo zusammen kloppen da. Weißt du was ist. Wenn wir uns durch die Ex zicken und noch ein paar andere Sachen, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Und ich schleiche mir jetzt einen spontanen Blinddarm-Durchbruch vorleischen. Bis zum nächsten Mal. Haut euch eine. Habe die Ehre.